Hello, my name is Liracy and welcome back to my channel! Hey, wenn ihr es zu diesem Video geschafft habt, dann habt ihr sicher schon den ersten Teil geschaut, aber falls nicht, habe ich da unten in der Beschreibung euch den Link zum ersten Teil von diesem Video verlinkt. So, ja, ihr wisst ja, ich bin in Kuba und wie schon im ersten Teil erwähnt, ist das Hotel Mar Azul. Inzwischen heißt es, glaube ich, Tropicoco. Nicht wirklich der Hit für mich. Sei es jetzt wegen Alkoholvergiftung, gelben Flecken auf dem Badetuch oder Blut im Bett. Ja, aber es kommt noch besser. Wir haben nämlich am einen Tag entschieden, weil mein Cousin vorbeigekommen ist, um ein bisschen Beschützer zu spielen am Strand vor Kubaner. Hat er entschlossen zum kommen. Wir wollten dann ein All-inklusiv zahlen. Was wir auch gemacht haben schlussendlich. Im Nachhinein bereue ich es, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er hat nicht einmal zum Nacht bleiben. Also er hat nur ein Mittagessen und Getränke, die man dazwischen trinken kann. Und für viel zu teuer. Es war einfach zu teuer für das. Also einfach nicht. Das war voll nicht okay. An diesem Tag habe ich es mir eben erlaubt, um mal ein bisschen mehr Alkohol zu trinken. Das war eben der Tag, wo ich die besagte Alkoholvergiftung dann hatte, am nächsten Tag, den ich erzählt habe im letzten Video. Wir hatten dann zwar einen schönen Tag am Strand und ich wollte eigentlich auch im Pool schwimmen. Bin aber von meinem Cousin aufgehalten worden, um nicht in den Pool reingehen. Weil erstens ist es süßes Wasser. Sie haben auch kein, wie sagt man, das Wasser muss ja auch gewechselt werden im Pool, damit es schön sauber bleibt, damit es geputzt werden kann. Und das haben sie nicht wirklich gehabt. Dementsprechend ist das Wasser extrem grusig, weil das Hotel beherbergt extrem viele Kubaner, was ich auch eigentlich eher befürworte, weil ich finde es auch cool, wenn Kubaner in die Ferien gehen. Aber naja, anscheinend wissen sie nicht, dass man nicht in einen Pool pinkeln oder sonst was auch im Pool machen. Und deswegen habe ich dann schlussendlich nicht dort reinbaden, weil ein Schluck hätte reichen können, damit ich nachher irgendwo im Spital gelandet wäre. Also jeder Tourist sollte sich vorher überlegen, ob er in einen Pool reingeht, wenn es nicht wirklich gute, wie sagt man dem, Abflusszeug hat. Ich weiss nicht, wie man dem sagt, I'm sorry. Auf jeden Fall sind wir am Strand gewesen. Es war eigentlich ganz okay bis auf den Moment, wo ich dann wirklich erbrechen und kotzen und es mir einfach nicht mehr gut gegangen ist wegen den Alkoholdrinks, die wir hatten. Wie gesagt, normalerweise kann ich ohne Probleme irgendwie 6 Cocktails trinken und es geht mir super. Das mache ich auch sonst, wenn ich in den Ausgang gehe. Das ist absolut kein Problem für mich. Aber in diesen Cocktails hat es auch nicht so viel Alkohol drin und so wenig normales Getränk. In den normalen Cocktails bist du gewöhnt, es hat irgendwie so viel Zeug drin, also vom Sprite oder was auch immer und so wenig Alkohol, oder? Aber die haben es ein bisschen gut gemeint mit mir. Dementsprechend habe ich die ganze Nacht eigentlich damit verbracht, zum Kotzen, Kiesen, was auch immer, und bin am nächsten Tag mit einem ziemlichen Kater aufgestanden. Ja, es war nicht wirklich toll. Wir wollten dann einen Doktor rufen, was sich aber ein bisschen als schwierig herausgestellt hat, weil es nur so eine Krankenschwester dort und die hat absolut keinen Plan gehabt, was sie machen soll. Und sie hat gesagt, der Doktor kommt gerade, was übersetzt heisst auf Deutsch, sie kommt in 4 Stunden. Dann habe ich gefunden, weißt du was, ist okay, so schlimm ist es nicht, ich überlebe es. Ich gehe jetzt einfach mal am Strand liegen, vielleicht geht es mir nachher ein bisschen besser. Und dann ist ein grosser Teil von meiner Familie auftaucht aus Kuba. Die sind dann am Strand gekommen, wir haben sogar das Erlebnis bekommen vom Hotel, dass sie sich auch an unserem privaten Strand dort aufhalten, was auch super cool war. Noch ein guter Faktor, der Strand ist super schön in dem Hotel, nur er ist nicht so wie gesagt, gerade vor der Haustür, sondern 500 Meter vom Strand entfernt. Und die Strandbar ist nicht am Strand, sondern 200 Meter vom Strand entfernt und dort hat es nicht einmal Bier, sondern nur
Wasser, Sprite und Rum. Nicht einmal Cola hat es gegeben. So ein Bullshit. Ja, also sorry, ich bin wirklich anders gewöhnt. Und ich würde auch nicht so abmotzen, wenn es wirklich nicht einfach zu teuer gewesen wäre. Wisst ihr, wenn ich jetzt einfach mega wenig gezahlt hätte, dann wäre es voll okay gewesen. Dann hätte ich auch jetzt gar nicht wirklich den Grund zum Motzen. Aber ich habe genug gezahlt für das. Und ich finde, es ist einfach zu wenig geboten worden für das, was man gezahlt hat. Ja, wir haben dann einen schönen Tag trotzdem noch an dem Strand verbracht. Der ist leider unterbrochen worden. Es ist ein riesiger, gewaltiger Sturm gekommen. Was extrem blöd war, wegen dem Klimawandel. Ja, haben wir jetzt das Problem, dass die Sturmsaison von Kuba sich extrem verschoben hat. Das heisst, es geht beziehungsweise schon im Juni los. Mit dem ganzen Gewitterzeugs und Hurricanes und so Scheiß. Also, der Klimawandel hat auch dazu geführt, dass man bereits im Mai irgendwie 38 Grad dort hat, was auch nicht normal ist. Dort, Klimawandel ist echt. Einfach nur so als Information, das ist nicht gelogen. Gehen wir wieder zurück zum Thema. Auf jeden Fall war dann unser Tag am Strand auch wieder ruiniert. Wir haben dann uns irgendwo hinflüchten, haben dann am Strand hat's irgendwo so ein kleines Restaurant gehabt. Wir hätten zwar schon ins All-Inklusiv gehen, aber wir haben nicht allen ein All-Inklusiv zahlen, obwohl es sich wahrscheinlich sogar mehr gelohnt hat, weil das, was dort am Strand verkauft haben, ist so eine mickrige Portion gewesen und so teuer gewesen, dass es sich sogar fast gelohnt hat. Es ist abartig, was in diesem Land abgeht. Ja, und dann haben wir schlussendlich am Abend gefunden, ja gut, wenn schon alles die ganze Zeit so schief läuft, dann tun wir vielleicht einfach, es gibt so ein Restaurant im Hotel, wo man anscheinend 24 Stunden vorher reservieren kann. Dann haben wir gefunden, komm, wir gehen doch schnell fragen, ob wir das reservieren können. Das Restaurant war im Umbau. Okay, dann haben wir gedacht, okay, es gibt doch so ein Animationsabendprogramm. Der Animationsmann hat keine Lust, es gibt kein Abendsprogramm. Somit war das Hotel einfach pure tote Hose. Dann habe ich gefunden, okay, ich habe mich ja vor ein paar Tagen mit dem einen Security-Typ so ein bisschen angefreundet, der hat uns mal ein bisschen geholfen. Und wir haben dann gefunden, komm, wir reden doch mit dem und fragen, ob wir da irgendwo in den Ausgang gehen kann. In der Nähe. Es hat nichts. Es ist einfach tote Hose. Man müsste mit dem Taxi auf Guanamo fahren irgendwie. Aber das wollte ich dann nicht, habe ich ihm gesagt, weil es für mich zu gefährlich sei, um einfach irgendwo außerhalb in einen Club zu gehen, weil ich finde das ein bisschen im Ausland ein bisschen gefährlich. Er hat mich dann ganz schräg angeschaut und gefunden, ich, wo ja gestern von so einem wildfremden Kubaner mich aufschleppen in mein Zimmer, muss ich gar nichts von Gefahr sagen. Erstens mal geht in mein Privatleben ein Scheissdreck an und zweitens ist meine Mutter nachher gerade ausgerastet. Sie hat dann gefunden, im Fall das da ist im Fall meine Tochter und nicht meine Schwester, weil er hat mich noch zuerst für die Schwester gehalten. Und es geht in einen Scheissdreck an, was ich mache. Und zweitens sagt das mein Cousin. Und der war genau dafür, um mich vor so komischen Leuten zu beschützen. Und das andere ist, dass meine Mutter gefunden hat, ja, es ist okay, du darfst mal saufen, wir sind ja rum. Und ich darf sowieso machen, was ich will in meinem Privatleben. Und ich kann ja nicht dafür, dass ich so extrem blau geworden bin, weil man tut so viel Alkohol in ein Getränk rein. Das ist einfach gestört. Aber egal. Auf jeden Fall ist dann der Security-Typ 3 Tage nicht mehr arbeiten. Und das wäre mal der Teil von dem Video. Wir sehen uns im 3. Teil wieder. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.